Herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Zurück in die Zukunft, dem Spiel. Ja, wir sind hier wieder zurück mit Marty McFly und Einstein, dem Hund des Docs. Der Doc ist irgendwie verschollen, keine Ahnung. Und die Spur hat uns zu Edna Strickland geführt. Die Alte, die wohl den Spruch Haare auf den Zähnen erfunden hat übrigens. Und ja... Ach du Scheibenkleister. Wer kennt sie noch aus... Ja, wer kennt sie noch im Spiel? Ich muss sagen, ich habe sie nicht vermisst. Ich bin kein Rowdy, Ma'am. Ich bin ein Teenager. Junger Mann, ich bin doch nicht von gestern. Du bist doch der Bengel, der jeden Morgen zwischen 8 und 8:30 Uhr mit seinem Skateboard auf unpünktlichste Weise über den Gerichtsplatz rast. Ja? Alle Skateboarder sind Rabauken. Das ist eine Tatsache. Schlag's nach. Habe ich zu viel versprochen mit Haare auf den Zähnen? Nö. Übrigens, von wegen von gestern, die ist eher von vorgestern, so wie die aussieht. So, wegen Vorurteilen und so. Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Garantiert nicht ihre Rente, da könnt ihr vergessen, Alter. So, hier. Guck mal, ein Schuh. Also am liebsten würde ich ihn direkt... Also voll so... Voll ins Grammophon rein und ihr voll... was soll denn das? Ja, voll in die Fresse rein. Aber nö, so sind wir ja nicht. Nicht den ganzen Tag Zeit. Alte Schreckschraube. Ach, junger Mann, ich habe bald keine Geduld mehr. Worauf wartest du denn auf die AHV? Mensch. Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Als ob die von ihrer Rente leben könnte. Ein Schuh? Was soll ich denn mit einem... Ups! Bleib da! Bleib da! Hä? Matzes Ausdruck. Entschuldigung, noch nie einen Schuh gesehen? Das ist die Stadt, ey, Will Halliday ist ja wohl. Diese Kreatur muss draußen bleiben. Tut mir leid, Einstein. Wuff, wuff. Alte Krähe, ey. Wuff, wuff. Ja, bin ich übrigens auch. Diese Kreatur ist ein Hund. Kreatur. Ach, das hat ja ganz schön lang gedauert. Das sind eine Menge Stufen. Den Schuh zurückzubringen, meine ich. Ich habe ihn vor Ewigkeiten verloren. Stell ihn neben den anderen. Viel besser. So sauber und ordentlich. Ich nehme an, du willst jetzt eine Belohnung. Nein, ich... Ich habe nur Tee und Bonbons. Aber... Tut mir leid, dass ich dich einen Rowdy genannt habe. Ich versuche nicht vorschnell zu urteilen, aber letztendlich sind 90% der Leute in dieser Stadt Rowdies. Das ist eine Tatsache. Lies es nach. Setz dich, mein Junge. Wohin? Hey, ihr da! Macht die Zigaretten aus! Wow. Ein faszinierendes Hobby. Muss man einfach mal sagen. Also, was die in ihrem Leben erreicht hat, glaubt mir keine Sau. Ja. Hat die eine Katze? Oh, das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Miss Pretty Whiskers ist sehr eigen, wenn es darum geht, wer ihr Futter gibt. Pretty Whiskers. Das ist ja wohl... Okay, haben wir für heute noch gelacht. Das werden wohl ihre Vorfahren sind, auf die ich jetzt gar keinen Bock habe, ehrlich gesagt. Wie war das damals schon wieder? Ich habe eine Idee, aber ich glaube, da war noch irgendwie eine Ablenkung dazu. Mal gucken, wa? Was ist denn das? Meine journalistischen Auszeichnungen. Der Katzenfreund? Das ist seriöser Journalismus. Ja, und ich habe mir schon gefragt, was sie die letzten 50 Jahre gemacht hat. Da haben wir die Antwort. Ist das Vizerektor Strickland? Mutter konnte den kleinen Gerald nie von ihren Kleidern fernhalten. Das ist... Okay, jetzt sind 2 Mal heute gelacht. Schön. Das erklärt einiges.
Marshall Strickland. Mein Großvater. Er wurde vor über 100 Jahren von Mad Dog Tannen erschossen. So habe ich das aber nicht in Erinnerung. Nö, wir auch nicht. Siehe dritter Teil, also sprich dritter Film. Hat noch damals uns noch geholfen, oder? Also war nur ein oder zwei Szenen zu sehen, der Gute, aber jo, war eigentlich von dem her noch ein guter Sheriff. Für ein, zwei Szenen. Jo, eine Heizung, cool. Ich glaube, es war sogar so, war. Es geht ja darum, dass, Moment mal ganz kurz, wir sind ja hier, weil wir herausfinden wollen, was sie mit dem Dog zu schaffen hat, war wegen Schuhe und so. Also müssen wir doch eigentlich das Datum heraus, aber naja. Fass die nicht an! Meine Zeitungen sind in hervorragendem Zustand und genau geordnet. Ich lasse nicht zu, dass ein dahergelaufener Lausebengel sie mit Marmelade beschmiert. Hat sie nicht gerade noch gesagt, wir seien kein Rowdy? Von wegen jetzt so, Marmelade und so, Vorurteilen. Oh, wir haben uns angeguckt, hey. Okay, also muss der Hinweis doch irgendwo hier sein, wir brauchen eine genaue Zeit, aber, vielleicht mal ansprechen, oder? Eigentlich logisch, ja. Miss Strickland? Jack! Diane! Ich weiß, was ihr dort hinter dem Baum macht. Ja? Oh Gott, ich schwöre euch, hätte ich so einen Nachbarn in der Gegend. Pfeilhagel, weißt du? Nee, also, was muss der anzeigen? Ne, mindestens. So. Wissen Sie noch, wann Sie Ihren Schuh verloren haben? Schuh? Dieser Schuh dort. Ach, der Schuh. Meine Güte, was für ein neugieriger Kerl. Weißt du, niemand mag Wichtigtuer. Aber Oh gut, lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn bei einer Rauferei mit einem Hund verloren. Wann war das? Oh ja, am Tag, an dem die Bar abbrannte. eine Flüsterstube in Hill Valley? Tu nicht so überrascht, junger Mann. Deine Generation hat die moralische Verdorbenheit nicht erfunden. Die Sünde streift durch Hill Valley seit dem Tag seiner Gründung. Das will ich mir nicht vorstellen. Okay, das wird auch klar sein. Fernglas, nicht ganz schlecht. Ja, wieso eigentlich nicht, wa? Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ist das... Lieutenant! Finger weg von der Radkappe, bevor ich deinen Vater rufe! Ja. Den jetzt wohl weniger stören. Was ist mit all diesen Zeitungen? Das ist mein persönliches Archiv. Ich habe jede Ausgabe des Hill Valley Telegraphs, die je veröffentlicht wurde. Nicht doch. Jede einzelne Ausgabe? Von 1871 bis heute. Wenn es in Hill Valley passiert ist, dann findest du es in meinen Stapeln. Die sind noch älter, als ich dachte. Wow, eine illegale Bar. Das war sicher wild. Hat man damals wirklich den Gin aus Schuhen getrunken, wie meine Großmutter erzählt hat? Das darf man nicht romantisieren, junger Mann. Die Prohibition war eine Zeit, in der Gangster die Stadt beherrschten und ehrliche Bürger sich fürchten mussten. Ja, nee, ist klar. Natürlich im kompletten Gegensatz zu heute. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Gut, somit hätten wir schon mal einigermaßen das Datum. Die Zeit ein anderes Thema, aber okay. Und wo war sie? Die Bar, die abgebrannt ist, meine ich. Das ist so lange her, falls du nach schwarz gebranntem Fusel suchst. Nein, ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich studiere Geschichte. Geschichtsstudenten, dass ich nicht lache. Eure Generation von Rabauken und Faulenzern sollte sich einmal wirklich für Geschichte interessieren. Miss Strickland? Videothek! Ha? Die Bar war dort am Rathausplatz.
Für alle sichtbar und doch versteckt. Genau dort, wo heute dieser abscheuliche Videokassettenverleih steht. Oh, Die Videokassetten. Bibliothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Ja, eigentlich logisch. Videokassetten, richtig Oldtime-Nord, als bin ich auch noch damit aufgewachsen. Ja, jetzt fühle ich mich auch alt. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Du da! Denk nicht mal daran, dieses Taschentuch auf den Boden zu werfen! Jetzt hätte ich irgendwie Bock drauf, das Megafon und Megafon wahrzunehmen und rauszurufen, stopf es ihr lieber in den Hals! So, also, hier drin wir das Datum, es will aber nicht, dass wir das durcheinander bringen, wie auch immer, der T. Der T kann zur Ablenkung dienen, genau hiermit. Mann, sie hat's ganz schön heiß hier drin. Es ist der Teekessel. Ich bin gleich mit dem Tee zurück. Fass nichts an. Und das schnallt die nicht? Dass sie gerade die Heizung versteht. Ist mir doch egal. So, die Frage ist halt, wo im Stapel, aber das spielt keine große Rolle. Jugendliche in Unfall mit Güllelaster verwickelt. Ha, nettes Bild. Falsche Karte, Marty. Haus der Browns zerstört. 1962? Nein, da ist Doc nicht gelandet. Einstein hat mir den Schuh gebracht und Miss Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die illegale Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die Bar abgebrannt? Ich brauche zumindest das Jahr. Firma kündigt Pläne für Lone Pine Mall an. Peabody Ranch muss dem Bauvorhaben weichen. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Clint Eastwood stürzt mit Zug in den Tod. Ich weiß nicht, wo ich mit der Suche nach Hinweisen in diesen Stapeln beginnen soll, wenn ich es wenigstens auf das Jahr beschränken könnte. Und ein Hinweis auf den dritten Teil. Denn damals war er ja Clint Eastwood. Ja, hier oben drin Aussagen und so etwas. Seltsam. Das Wasser kocht immer noch nicht. Ja, das Wasser. So, ich muss doch irgendwo... Hier oben ist nix, wa? Meine Güte, die sehen alle aus, als hätten sie einen Stock im... Wie bitte? Schon gut. Ist noch nicht formuliert, kurz so. Natürlich auch Marty, Entschuldigung. Seit wann gibt es eine Auszeichnung für Katzenstreu-Kolumnistin? Also doch nicht, verdammt. Ich muss auf weiter gucken. Ich weiß, damals hatte ich auch hier irgendwie Probleme, aber sie will ja nichts sagen vom Jahr und so. Entschuldigen Sie, Miss Strickland. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar... Lassen Sie sich... Ja. Okay, nichts Neues, das ist natürlich Miss doof. Strickland? Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet... Natürlich. Weißt du? Haben Sie eine... Es muss an dem Tag gewesen sein. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Hilft also auch nicht. Okay. Im Inventar haben wir natürlich nichts davon. Da wird natürlich auch nichts drin stehen. Ja, aber da muss ich doch fast nochmal nachgucken. Und ich hätte was irgendwie im Auto vergessen, weil hier ist sonst nichts mehr. Das ist das Pfeifen. Ich erkoche das Wasser jetzt. Ich hoffe nicht. So, Planänderung. Wir nehmen uns mal, weil ich dachte mir gerade, ich könnte ja mal, genau. Darf ich einen Moment Ihr Fernglas benutzen? Nur zu, Schätzchen. Ah. 1932. Wieder aufgebaut im Februar 1932. Der Brand muss also vorher gewesen sein. Aber wann? Ich brauche ein Datum. Nur weil ich alt bin, muss ich sowas nicht wissen. Tolle Erklärung. Okay, dann zum letzten Mal hoffe ich.
Was ist das Pfeifen? Ich erkoche das Wasser jetzt. Nö, tut's nicht. So, jetzt aber. Mal sehen. Baubeginn auf Grundstück von illegaler Bar. Sängerin verschwunden. Hill Valley Expo zieht Massen an. Suppenküchenskandal. Da haben wir es. Barbrandstifter ermordet. Ein Gerichtsverfahren endete letzte Nacht in einem Racheakt, als Gangster in das Hill Valley Polizeirevier eindrangen. Ein Landstreicher namens Carl Sagan, der verdächtigt wird, den Brand in der illegalen Bar gelegt zu haben, wurde aus seiner Zelle... Carl Sagan? Das ist Doc! Von Gangstern ermordet. Wann war das? 15. Juni 1931. Meine Güte, ich muss ihn retten. Und ob, ups. Meine Zeitungen! Tut mir leid, Miss Strickland. Lassen Sie mich... Nein! Du hast die ganze Geschichte durcheinander gebracht. Weißt du, wie lange es dauert, das wieder in Ordnung zu bringen? Ah, raus! 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 Hilfe! Polizei! Ich werde von Rowdies... Marty? Wo hast du gesteckt? Und wie siehst du eigentlich aus? Naja. Das ist ein Kostüm. In unserer Schule steigt heute eine Halloween-Party. Halloween-Party? Im Mai? Ups. Ist schon gut. Du musst nichts erklären. Ich bin sicher, dass du weißt, was du tust. Egal, was du gerade wieder vorhast. Richtig? Das hoffe ich. Hey, manchmal muss man einfach ein Risiko für seine Liebsten eingehen, nicht wahr? Ich wünschte, mein Vater hätte das verstanden. Du bleibst doch nicht allzu lange weg. Du wirst kaum merken, dass ich weg war. Das ist das Ziel. Übrigens noch cool, einfach wegen Mai und so. Bist du bereit, Einstein? Wuff, wuff. Weil, wir nehmen das Let's Play auch gerade noch Ende Mai auf, von dem her. Passt ziemlich gut. Also, 14. Juni 1961, war? Okay, das Datum Ich erstmal. muss erst die Zeitleitung einschalten. Entschuldigung, das ist schon ein bisschen her, Kumpel. Zeitleitung an. Fluxkompensator, fluxig. Wow. Sehr Okay, wortgewandt. wenn Doc am 14. Juni 1931 getötet wird, tauche ich einfach am Tag davor auf und hole ihn raus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Doc. Hab ich gerade 15. gesagt? Ups. Na dann, Freunde, zurück in die Vergangenheit. Ups. Alter, das ist gerade laut. Puh. Naja, turbulente Zeitreise, aber immerhin die geile epische Musik. Car of the Future. Ja, nee, ist klar. Wie damals im zweiten Teil. Ey, Wayne war sogar der erste, war. Hill Valley 2 Meilen. Aha, okay. Einstein,
Wo willst du hin, mein Junge? Ach ja, die guten alten 60er, wa? Achtung, Martin! Fährt wohl. Junger Mann! Entschuldigung, junger Mann! Wer? Ich? Sie sind der einzige Mann auf der Straße und ich brauche einen Mann von der Straße-Meinung. Sie haben sicher von der Explosion gehört, die Mittwochnacht die illegale Gin-Schenke zerstört hat. Ja, ich habe darüber gelesen. Was halten Sie von Carl Sagan, dem Fremden, der ganz allein geschafft hat, was dem Gesetz 10 Jahre lang nicht gelungen ist, nämlich Hill Valley von der Geißel des Alkohols zu befreien? Also ich finde, noch eine ziemlich gute Antwort. Und nützt das. Ja, gleich mit einwandern. Es muss sich um einen Fehler handeln. Doc, ich meine, Carl würde so etwas nie tun. Es ist erstaunlich, wozu ein Mensch bereit ist, wenn es um eine klare Entscheidung zwischen richtig und falsch geht. Sie haben ein ehrliches Gesicht. Sie sind doch für Rechtschaffenheit, nicht wahr? In der Regel schon. Sie können schreiben, ich wäre dafür. Sagte der junge Mann mit einem jungenhaften und doch männlichen Lächeln. Hill Valley braucht mehr aufrichtige junge Menschen wie Sie. Haben Sie eine Nachricht für die lasterhaften Gangster, die sich noch in den Straßen herumtreiben und die Bürger mit einer anderen Lasterhöhle voller Suff und Sünde verderben wollen? Ja, übrigens, sie sind ziemlich sexy. Leute, man glaubt es kaum, aber das ist Edna Strickland. Weil ganz ehrlich, wie kommt aus so einer... Ja gut, sie ist ein bisschen aufdringlich, aber eigentlich sonst doch recht charmant und so. Aus so einer... Ja, wie gesagt, aus so einer Frau eine Frau der Zukunft werden. Fragen Sie, wo ich die Adresse herbekomme. Ah, verstehe. Sie wollen sie genauso zu Kleinholz machen, wie Carl Sagan es getan hat. Wären alle Bürger so auf das Gemeinwohl bedacht, wären wir diese gesetzlosen Elemente bald los. Mr. Könnte ich Ihren Namen erfahren? Ja, ich bin... Sonny Crockett, Harry Callahan, Michael... Ja, wieso nicht? Michael Corleone. Vielen Dank für Ihre aufrichtige Meinung, Mr. Corleone. Edna Strickland, Hill Valley Herald. Ich weiß, ich habe Sie getroffen als... Ich meine, ich kenne Ihre Arbeit. Sie lesen meine Kolumne? Wie schön. Es geht vielleicht nur um Etikette. Ich glaube aber, dass dadurch eine bessere... Oh! Einstein, nein, aus, mein Junge. Gehört diese bösartige Kreatur Ihnen? Er hat mich schon einmal angegriffen. Was ist in dich gefahren? Aggressive Hunde müssen immer an der Leine geführt werden. So ist das Gesetz. Lesen Sie es nach. Doc, ich muss Doc finden. Ich habe noch geirrt. Tja, Freunde, wo könnte der Doc wohl sein? Das und vieles mehr erfahren wir im nächsten Part. Hier dabei Zurück in die Zukunft, dem Spiel. Und was mich vor allem interessiert ist, was geht um ihn rennen zu lassen, okay. Was mich vor allem interessiert ist, wieso ist Doc hier? Und wo ist Clara? Wo sind seine Kinder? Was ist passiert seit dem 3. Film? Bis dahin, tschüss.